Wie alt wird er denn? Ja, 106. Donnerschle. Wenn das so weitergeht, dann ist mein Onkel ja länger am Leben, als er nicht gelebt hat. Hä? Ja, von den Jahren her. Ach so, ja. Sag mal, Brackemann, ich zertrümmer mir schon seit Wochen den Kopf. Hast du nicht irgendwie eine Geschenkidee? Wieso fragst du mich denn? Ja, du hast doch noch nie irgendjemandem irgendwas geschenkt. Du müsstest doch eine ganze Menge Geschenkideen auf Lager haben. Ja, ich schenke ihm doch einen Buddel Köln und einen Schmöck. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Ja, da jammert er doch immer hinterher. Ja, eben. Wieso? Ja, dann ist das ja keine Überraschung mehr. Ja, aber wenn du ihm das jetzt tatsächlich schenkst, ne, dann ist es doch eine Überraschung. Ja, aber das geht nicht. Ich kann das nicht. Also ich bin ja praktisch furchtbar pleite. Ja, ich habe auch nichts. Ich brauche ein Geschenk, das nichts kostet. Tja, dann fang ihm Schmetterling. Was, jetzt im Januar? Ja, bau ihm eine Sandburg, schreib ein Gedicht, ne? Mal ihm ein Bild, versprich ihm, dass du immer nett zu ihm bist und dass du zuhörst, egal was er sabbelt, ne? Und dann spazierst du mit ihm durch die Stätten seiner Jugend und dann legst du ihm die Welt zu Füßen und dann suchst du ein Foto raus und das klebst du auf die Pappe und dann sagst du, hier, du alter Nieselprim, so hast du mal ausgesehen. Mehr hast du nicht drauf? Ist ja nicht mein Onkel. Ist es ja schon. Ich werde ja schon 106. Ja, wie geht es uns denn heute? Ach, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, das ist ja auch in 3 Tagen schon soweit, ne? Ja, Ich musste auch immer andenken. an die Franzosen. Nee, an Geburtstag. Da habe ich eigentlich erst gelernt, was es heißt, einen Graben zu schaufeln. Ich habe mich kreuz und quer durch ganz Frankreich geschaufelt. Und Chris und ich habe mal so ein bisschen sinniert, ne? Die meisten Sachen auf der Welt kann man ja kaufen, das ist ja nichts Besonderes. Und dann die Schießerei in Kiel. Dabei könnte doch das alles so harmonisch sein. Ist das nicht wunderbar? Findest du auch? Was? Ja, ja, wenn wir alle hier so Hand in Hand durch die Gegend laufen und uns Liebe schenken. Ja, das ist doch in die richtige Richtung gedacht, Onkel Chris. Und da bin ich dabei. Das kann ich mir nämlich gerade noch leisten. Und wo wir gerade so davon reden, was hältst du davon, wenn ich dir meine Liebe schenke und meine Hochachtung zu deinem Geburtstag? Ich will was anderes nach all diesem Streit. Was soll das denn sein? Versöhnung Versöhnung? mit Jürgen. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wir sind doch nur so eine kleine Familie. Kostet mich ja mehr als der ganze Köln auf der Welt. Wir wollen doch alle Hand in Hand Ja, aber doch nicht jeder mit jedem, da war doch nicht die Rede davon. und uns alle vertragen. Ich muss mal weiter. Ach, Jürgen. Ich bin Arche und du kriegst jetzt mal ein Geschenk von mir, dass es mal richtig kracht. Ich bin der älteste Mann in unserer Gemeinde, 106. Du hast noch nicht mal ein Geschenk für mich, das ich ihm überreichen kann. Ich stelle eine Urkunde aus. Und? Was und? Ja, Scheck. Einkaufsgutschein, Tageskarte für die Regionalbahn. Ich übergebe ihm die Urkunde persönlich. Irgendein Vasall vom Landboten macht ein Foto und nächste Woche kann dein Onkel sich in der Zeitung sehen. Was wünscht sich Onkel Krischer denn? Versöhnung mit Jürgen Seute. Gehört ja für mich praktisch gar nicht mehr zur Familie. Ja, und was ist der Grund? Ich meine, weshalb habt ihr euch zerstritten? Ja, das ging doch schon mit seinem Vater los. Sein Vater gehörte doch gar nicht zur Familie. Seine Mutter gehörte zur Familie, aber sein Vater ja nicht. Das war doch einer, der von woanders war. Ja, das allein ist doch nicht schlimm. Ja, aber schön ist das auch nicht, weil man sich dadurch ja gar nicht kannte. Ja, stimmt nun auch wieder. Und dann hat er auch gleich versucht, meinem Vater was zu beweisen. Und mein Vater hat ja mit seiner Meinung nicht in den Berg gehalten. Aha. Und später hieß es denn, das Geld hat er nie gekriegt. Ach so. War ja auch nur angeheiratet. Wer jetzt? Ja, Jürgens Vater und Jürgen dadurch natürlich auch. Da gibt es dann natürlich einigen Klärungsbedarf. Ja, nicht mit mir.
Ich hab mit Jürgen Seute abgeschlossen, du. Aber ihr beiden seid die einzigen Verwandten. Geht ja auch um Erbe. Was du jetzt brauchst, ist ein Mediator, Wer? ein Vermittler. Ja, aber was soll das denn machen? Naja, ich erwerbe diese Qualifikation gerade per Fernstudium. Ein paar praktische Erfahrungen brauche ich noch für meinen Abschluss. Ich wäre bereit, dir unter gewissen Umständen unter die Arme zu greifen. Onkel Christian, du bist ja mein einziger Verwandter, ne? Also Blutsverwandter. Du bist ja auch mein großes Vorbild. Du bist so mein Leitstern am Himmel. Die Funzel im Dunkel, du der Glanz im Auge von der Kellerratte. Sag an. Und weil du mir so wichtig bist, will ich ja auch dein Andenken immer in Ehren halten. Ja, Ja, und darum will ich dir deinen Herzenswunsch nämlich erfüllen. wirklich? Versöhnung. So, und das kannst du jetzt mal Jürgen Seute bestellen. Und wenn er sich zu schade ist dafür, dann hat das nicht an mir gelegen, Onkel Christoph. Nee, ist ja schon gut. Ich meine, wenn er nicht will, dann muss er eben ausscheiden aus unserem Kreis. Er will ja. Er hat es schon gesagt, er will mir auch Versöhnung schenken. Wieso das denn? Das ist doch meine Versöhnung und nicht seine. Er hat gesagt, er freut sich schon sehr darauf, dich endlich wiederzusehen. So gut, das kann er haben. Morgen um 12 im Dorfkrug. Die Jahre der Trennung, sagt er, das waren die schlimmsten in seinem ganzen Leben. Da weiß er noch nicht, was jetzt kommt, ne? Wie lange hast du ihn denn nicht gesehen? Ja, so auf den Tag genau kann ich das gar nicht sagen. Das ist so um und bei 40 Jahre. Ja, was ist er jetzt für dich so? Ist er jetzt dein Cousin oder wie? Ja, nix. Er ist gar nichts. Er ist ja praktisch noch nicht mal geboren. Er wurde ja nur aufgenommen von unserer Familie. Ja, aber dann gehört er ja zur Familie. Nee, eine Familie, das ist doch ein schlagkräftiger Haufen. Oder eine dem anderen und der wieder zurück. Und der eine würde gerne mal für den anderen und der wieder zurück. Und das ist doch eine Familie, Brackelmann. Und durch dies ganze Hin und Her, da entsteht ja denn das schwere Kettenhemd, das jeder mit sich rumträgt. Ja. Weiß nicht. Jürgen Seute ist nix. Hatte er nicht dieses Vereinsheim da in Basinghausen? Sportbrause, ja, ja. Und dann ist er ja wohl immer bei meinem Onkel da. Ich habe ihn noch nie gesehen. Wahrscheinlich lungert er ja immer an der Ecke und wartet, bis ich weg bin. Und dann schleicht er um das Heim und dann wiegelt er ihn gegen mich auf und lässt sich Vollmachten geben und klaut Kugelschreiber und redet schlecht über mir. Moin. 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 Jürgen Seute, nehme ich an. Na? Gedeckt? Es freut mich sehr, heute Abend bzw. jetzt hier mal zwei Personen an einem Tisch begrüßen zu können, die beide mit dem großen Bedürfnis nach Aussöhnung ihren Weg hier an diesen Tisch gefunden haben. Also, ich würde alles dafür geben, wenn wir diese Unstimmigkeiten, diese schrecklichen Unstimmigkeiten nach all den Jahren endlich aus der Welt räumen könnten. Du gehörst ja auch zur Familie. Natürlich. Und ich sag ja immer, wir sind doch nur so eine kleine Familie.
Wir sind nur so eine kleine Familie. Jetzt habe ich ja gerade gesagt. Und dann diese Unstimmigkeiten. Vielleicht sollten wir einmal versuchen. Ich hatte gerade gesagt, wir sind eine kleine Familie. Und dann hast du gesagt, wir sind eine kleine Familie. Man muss sich doch vertragen können. Sicher. Aber du tust ja so, als wenn du das rausgefunden hast. Aber ich hatte das doch gesagt. Arche, das ist nicht mein Niveau. Ich habe aus der Sportbrause in Basinghausen einen lokulischen Geheimtreff gemacht. Und ich war Abteilungsleiter im Herren-Oberbekleidungsfachgeschäft Latzmüller in Itzehoe. Und ich war Verkäufer des Monats bei der Firma Presspap-Portal. Ja, ich war auch nicht untätig in all der Zeit. Mir scheint, das wäre jetzt die Gelegenheit zu einem neuen Ansatz. Ich war schon überall auf der Welt. Ja, ich habe mein Leben für die Landwirtschaft geopfert. Ich habe unzählige Menschen glücklich gemacht, allein schon durch meine Art, wie ich mich so gebe. Ach nee, das höre ich ja wohl das erste Mal. Arche, ich habe so ein Gespräch wie mit dir gar nicht nötig. Ich mache das alles deinem lieben Onkel zuliebe. Urgroßonkel. Da sieht man das mal wieder. Du weißt gar nicht richtig, wer ich bin. Natürlich weiß ich, wer du bist. Du bist von meiner Tante Petra, der nichtige Schwibschwager. Ich bin der Sohn, Der uneheliche Sohn von deiner Tante Gerda. Ach nee. Gut, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Und die hat dann später noch dein Großonkel Horst geheiratet. Und das war der Cousin von ihrem Vater. Wir sind praktisch doppelt verheiratet. Ich bin der Onkel von deinem Vater und zugleich der Cousin von dir. Eine Familie, das ist etwas Wunderbares. Also mir ist das jetzt auch klar. Ich glaube, wir haben heute einen wichtigen Schritt vorwärts getan. Das sehe ich an den heiteren und gelösten Gesichtern. Meine Mission, kann ich sagen, ist damit erfüllt. Ja, war gut. Mir geht's jetzt schon viel besser. Ja, mir auch. Wir sehen uns dann morgen Mittag an der Einfahrt zum Altersheim und gehen zusammen zu Onkel Krischan und überbringen ihm gemeinsam die frohe Botschaft. Ja, genau um 11 Uhr. Tschüssing. Wiedersehen. Wiedersehen. Fährt er jetzt weg mit seinem beschissenen Angeberauto oder Kotzbrock. Erbschleicher, Kackspecht. Was machst du denn schon hier? Wir hatten doch gesagt, wir wollten vorne um 11 an der Einfahrt und dann wollten wir ihm die gute Nachricht zusammen überbringen. Es ist 10:30. Was machst denn du schon hier? Ja, ich habe vorne auf dich gewartet, wollte dir beim Einparken helfen, damit du nicht die halbe Auffahrt blockierst. Na, mein lieber Onkel Krischan. Heute habe ich aber eine frohe Botschaft für dich. Pünktlich zu deinem Ehrentag ist es mir gelungen, den Familienfriede wiederherzustellen. Ja, das habe ich schon gehört. Ja, ich und Jürgen, wir haben ja jetzt nach all den Jahren... Sag mal, wieso hast du ihm das denn gesagt? Wir wollten das doch zusammen. Ich freue mich ja so. Ja. Ich kann es eigentlich noch gar nicht glauben. Was kannst du denn nicht glauben? Na ja, ihr müsst mir das erst noch beweisen. Und ich weiß auch schon wie. Ihr könnt mich ja zusammen einladen. Zu einem schönen Geburtstagsessen. Was, einladen wir zusammen? Als Beweis für eure Versöhnung. Also von mir aus liebend gern. Ja, das ist ganz wunderbar. Nur ist es im Moment nicht gerade so... Vielleicht könnten wir ja auch was anderes. Ja, wir könnten was Schönes für dich basteln, Onkel Krischan. Ich könnte was singen. Ich habe ja eine sehr schöne Singstimme. Ihr habt doch gehört, was ich mir wünsche. Na ja, ein paar Stunden habt ihr ja noch.
Bitte, dann wird das eben nichts mit der Versöhnung. Dann ist unsere Familie eben nicht klein genug. Ist eh einer zu viel. Fing schon alles mit deinem Vater an. Was war mit deinem? Mein Vater hat fremdes Geld nie angerührt. Also eines kann ich dir jedenfalls sagen, so, ne? Andere Frauen, ne? So zum Beispiel aus der Familie. Die waren für meinen Vater tabu. Und wenn ihm mal die Hand ausgerutscht ist, hat er immer den Richtigen getroffen. Da hat sich bei meinem Vater gar nichts gerührt. Mein Vater war ein geselliger Typ. Da muss man ja nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, nur weil er mal wieder ein Lütt und Lütt zu viel getrunken hat. Und wenn sich mein Vater was ausgeliehen hat, ne? Dann hat er es auch sofort zurückgebracht. Also wenn er es noch hatte. Und Schluss jetzt. Wiedersehen. du mich auch. Junge, was ist das ein Scheiß? Du, da kannst du die Kiste hier durch die Gegend schieben, weil die der blöde Franke. Was bist du denn, du? Sieh bloß zu, dass du wegkommst, Mensch! Komm her und nicht einmal Sprit nachladen, du. Was will er jetzt denn noch, du? Und deine Mutter war übrigens auch nicht besser. Mutter, die war doch auch die nicht richtige besser. für deinen Vater. Und deswegen konnte auch nicht alles rauskommen als so ein Typ wie du. Das haben wir alle Was nicht hat sie verdient. uns alle Überall haben die beleidigt? Du geschludert. weißt du genau zu Keiner deinem Vater, du. Da konnte auch gar kein Keinem. anderer Typ herauskommen als du. Das haben wir nicht verdient. Wir sind doch nur eine kleine Familie. Schluss jetzt. Eigentlich sind das doch alles alte Geschichten. Wir beide hatten noch nie Probleme. Und unsere Väter? Naja, das waren harte Brocken. Und unsere Mütter? Gut. Aber wir können es doch besser als sie. Und denk mal an Onkel Christian, der ist alt. Hat er nicht ein bisschen Familienfrieden verdient? Also wenn du mich fragst, ich bin dafür. Ein Festtagsessen für ihn. Also wenn du mich fragst, wir machen das. Also du. Ich habe einen ganz fairen Vorschlag. Die nächsten 5 Jahre richtest du das Fest für Onkel Christian aus. Und die folgenden 5 Jahre richte ich das Fest für Onkel Christian aus. Können wir das nicht umgekehrt machen? Von mir aus sehr gerne. Aber wir haben es doch jetzt so besprochen. Wir haben ja doch gar nichts besprochen. Du hast schon wieder so einen aggressiven Unterton. Verstehe ich nicht. Merkst du nicht, dass ich dir hier gerade goldene Brücken baue? Du hast Hunderten von Menschen Haustüren aus Presspappe verkauft. Das war damals der Verkaufsschlager. Und was willst du mir jetzt verkaufen? Bratsche, so kommen wir doch gar nicht weiter. Ich bin ein Mann für Lösungen. Aber nicht von meinem Geld. Wir machen das jetzt so. Morgen Mittag um 12 Uhr am Seniorenheim. Wir holen ihn gemeinsam ab und fahren ihn dann in den Dorfkrug. Und den Rest übernimmst du. Du hast ja noch ein bisschen Zeit zu organisieren. Na schön. Und? Wie geht's der Familie? Gut. Aha. Euer Onkel hat doch wohl morgen Geburtstag, oder? Ja, ist richtig. Gut, dann feiert mal schön, ne? Ich komme dann auch mal vorbei mit einem Schreiberling vom Landboten. Ja, darüber hatte ich schon mal sinniert, Bürgermeister. So ein Foto mit meinem lieben Onkel und dir, das ist ja eigentlich mehr ein Geschenk für dich, ne? Wie kommst du da drauf? Man sieht dein Foto in der Zeitung. Ja, gut und schön. Was kostet denn so eine Anzeige im Landboten jetzt mit deinem schönen Geschäft als Arthur, Ja, das sag ich ja. So ein Bericht im Landboten, das ist doch eine feine Sache, ne? Aber du hast ja gar keinen Geburtstag. worauf willst du hinaus? Prösterchen. Ist es nicht wieder herrlich heute? Ja, ganz wunderbar.
Das soll hier aber kein Besäufnis werden, ja? Und beim Essen keine Extrawünsche. Du bist so furchtbar nervös, Bürgermeister? Nicht, dass die sich noch was einpacken lassen für die nächste Woche oder so. Moin. Moin. Ach du lieber Himmel, noch einer. Gott, schön. Na, da hast du dich aber sehr in Unkosten gestürzt. Wir, Onkel Krishan, wir. Wir hatten doch um 12 am Seniorenheim gesagt. Und jetzt ist es 11:45. Und du bist schon hier mit ihm. Ja, du bist ja auch hier. Das war aber nicht unsere Abmachung. Ja, musst dich an die Abmachung halten. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Lieber Onkel Krishan, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ja, danke schön. Ich freue mich ja auch schon so auf das Festtagsessen. Essen, ja. Und trinken. Ja. Ich habe für euch ein richtiges Festmenü vorbereitet. Was? Na, das ist ja allerlei Hand. Ja, so eine Kleinigkeit für mich. Kleinigkeit. Vorweg Kartoffelsuppe. Dann als Hauptgang Lapskaus Hamburger Art. Und zum Dessert Warum denn gleich so viel? Tiramisu. Die mache ich ganz weich. Oh, gut. Danke schön. Bitte. Arche, du weißt schon, dass ich nicht dran bin dieses Jahr. Das haben wir so Ja, verabredet. ich habe mich bisher immer an alle Abmachungen gehalten. Ja, eben. Also wenn heute am Ende des Tages irgendjemand irgendwas von mir haben möchte, ich kann nichts beisteuern. Na ja, denn also Prösterchen. Ja, alles Gute für dich, lieber Onkel Krischer. Alles Gute für dich, lieber Onkel Krishan. Ja. Na, endlich. Los geht's. Mein lieber Krishan, Herr Bürgermeister. ich möchte Ihnen im Namen der Gemeinde recht herzlich gratulieren. Danke, danke. Der norddeutschen Eiche Christian Tönsen zum 106. Geburtstag. Feierabend. Noch ein Getränkewunsch, die Herren? Ich glaube, das reicht schon. Wird ja auch schon dunkel. Ach, noch eine Runde. Gern. Also wirklich, man muss es Ihnen ja auch nicht noch aufzwingen. Herrlich. Und ihr habt euch also wirklich zusammengeraubt, um das hier alles möglich zu machen. Es gibt nichts, was ich nicht möglich mache, Onkel Krishan. Ich bin ja ein Lösungsmann. Du? Natürlich. Was hast du denn hier schon alles? Ja, sitzen wir hier oder sitzen wir hier nicht? Das hab ich doch wohl alles gemacht. Friedlich und freundlich. Das ist doch scheiße! Das ist Familie, Ning. Schluss jetzt. Gut. Also, ich finde es ja ganz wunderbar, wenn wir hier alle so harmonisch sind. Na ja, ich meine, wenn so viele Leute, ne, von der Familie was haben wollen, dann muss es ja wenigstens einen geben, der das möglich macht. Ja, so hat er das wohl gemeint. Und das war's eben du, ne? Wo ist denn jetzt dein Cousin? Ja, weiß ich doch nicht. Für die Versöhnung ist es gut, wenn er sehr weit weg ist. Und der Jubilar? Sitzt im Altenheim, freut sich auf seinen nächsten Geburtstag. Ja. Weißt du, Brackelmann, wenn man so wie ich so viel mit der Familie zu tun hatte, dann werden die Freunde ja automatisch wichtiger. Ne? Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, jetzt, wo du das sagst. Hm. Ja, ich bin fertig. Wollen wir los? Ich hätte Zeit. Na dann.